Dominic Santana wollte am Anfang just nach Brasilien reisen, für da seine eigenen Originen zu gehen. Das hat aber doch ein wichtiges Stück Lützeburg gefunden, das hat er sich nicht erwartet. Und aus einer interessanten Entdeckung also ein transmediale Projekt entstanden, den es an der Form heute zu Lützeburg noch nicht ging. Mein Projekt ist entstanden in Brasilien, am Anfang, wie ich noch meine Studien in Brasilien gegangen bin. Und die brasilianische Version von unserem Minat entdeckt habe. Ich habe Präsenz einfach gespürt von den Lützeburger an der Region. Und das hat mich immens beeindruckt, aber auch als Historikerin schockiert, dass ich als Minater mit brasilianischen Wurzeln muss bis nach Brasilien reisen, um herauszufinden, was Belgo Mineira ist, was Jean Malevagi ist und dass es eine Lützeburger Kolonie gibt, die als Heimat Minat verbindet. Hier auf der Uni habe ich meine Recherche angefangen und ich sehe auch einen Ultrakanal-Alumni. Ich war noch immer davon überzeugt, dass audiovisuelle Medien ganz stark sind für auch Wissensvermittlung an für Geschichte auch Minor und das Publikum zu bringen. Und durch die Zusammenarbeit mit meinem Direktor der These, Andreas Fickers, am C2DH auf der Uni Lützeburg, kommt dann noch die Idee, die Inspiration noch für mit digitalen Medien zu experimentieren und aus der initialen Idee ein Dokumentär zu machen, als dann ein interaktiven Dokumentär entstanden und dann ein transmediales Projekt, den das digital mit dem physischen verbindet. Alle Menschen weltweit mit einer Internetkonnexion kann den Film entdecken, interaktiv entdecken. Das ist eine Mischung zwischen einem Dokumentär und einem Videospiel, wo es um Frauen noch geht. Das ist alle Teile vom Film, den ihr guckt, werfen neue Frauen ab, denen ihr nur gehen und jeder kann nicht gucken, wie Lust wird. Und auch so oft ihr will, bist du wie eine Serie, bist du wie auf Netflix. Just eben nicht auf Netflix, mehr auf Colonia.lu. Wir haben auch noch einen historischen Map von Monlevat, von der Stadt, die letzte Jahr abgebaut haben. Ein Interactive Character Sport, wo ich noch Protagonisten und die verschiedenen Members von der Lützeburger Kolonie kennenlernen, mit denen ihre Geschichten auch multimedial erzählt. Wir haben dabei noch die Lasso-Kioske gesehen. Kannst du so, was der Tomat auf sich schwört? Ja, also Lasso ist am Anfang ein Wortspiel. Lasso, portugiesisch Wort, das heißt Lien. Und wenn ihr den Allewäsch möchtet, dann hört ihr den Asso. Und Asso heißt Acier. Das heißt Lien d'Acier, Lasso de Asso. Und genau dafür steht der Kiosk, den literalmente made of steel ist, weil das sind zwei Container. Und den Lasso-Kiosk hat als Ziel, wie gesagt, die Lien d'Acier zwischen den zwei Welten, die Community aus dem Minat und aus dem Minagereich, mit denen zu verbinden und dass die zwei Communitäten wirklich zusammen den gemeinsamen Heritage, die wir haben, 100 Jahre Geschichte hier am Minat mit den Brasilianern aus dem Minagereich und mit den Lützeburger, die hier geblieben sind. Und durch die Lasso-Kiosken kann der Patrimoine, der gemeinsame kulturellen, sozialen und industriellen Patrimoine abgeschafft werden. Also Colonia.lu, also ein Ouverture-Dialog, den Dialog, den transnationalen Dialog, der geht weiter. Und der wird facilitiert durch die Plattform de Lasso, den es sowohl hier in Belval gibt, auf der Place de l'Académie bis Oktober mit ganz vielen Aktivitäten. Aber wir haben auch den Twin Lasso zu Jean Malevagi.
am Dave Minagereich, wo dann auch also animéiert gëtt vun Mediateur kulturell, déi do mat de Communitéiten ze Summe schaffen. An die zwee Lasso sinn interkonnektéiert duch en Aurélien, den haut doch durch den Grand Duc man Grand Duc inauguréiert gouf. Dat eng digital Telefonskabin, déi die zwee Lasso direkt man ne verbënnt fir eng direkt Kommunikationun. Du warst ja selber am Ulzig-Kanal, huet dat der vielleicht Erfahrungen gebrot, die da lo bei dem Projekt geholfen vun? Absolut, absolut. Ich bin so froh, erst heute zu haben auf diesem wichtigen Tag, weil am Mulchkanal hat alles so gefangen. Also für ganz viele Jahre war ich auf deinem Platz und schon voilà, 400 Kamera, 100 Kamera geschafft und mit ganz viel Passion. Und es hat einfach bei mir Welten abgemacht und einfach entdeckt, wie reich audiovisuelle Medien sind. Ich bin so froh und hoffrig, einen Ulzkanal-Alumni zu sehen. Und den Ulzkanal ging ich nur 3 Stunden als Realisatrice von seinem Projekt. Das heißt, vielmals merci, Gianni. Vielmals merci, Ed. Vielmals merci, Jean-Paul. Vielmals merci, Gilles. Also, der Ulzkanal hat definitiv viel Dieren abgemacht in meinem Leben. Und ich bin ganz froh für alles, was ich durch den Ulzkanal gelernt habe. Merci.